Wer von euch hat schon einmal geträumt, dass du irgendwo hin willst, aber einfach nicht vorwärts kommst? Du bist irgendwie zu spät dran, du musst auf den Zug oder auf den Bus oder du musst an diese eine Prüfung und du kommst einfach nicht vorwärts. Gibt es hier jemanden, der diesen Traum kennt? So, du rennst los und je mehr du dich anstrengst, desto weniger geht's vorwärts. Es wäre, würden deine Beine nicht richtig funktionieren. Es ist alles wie in Zeitlupe. Deine Beine kleben irgendwie am Boden oder versinken im Sand. Und du kommst nicht vorwärts. Und wenn du dann mal dort bist, bist du kurz erleichtert. Aber dann kommst du irgendwie in ein Gebäude rein und verirrst dich in den Gängen und Zimmern und weißt nicht wohin. Und du kommst einfach zu spät und du schaffst einfach nicht. Irgendetwas hält dich zurück. Letzten Sonntag haben wir gestartet in diese Predigtreihe Refocus, in der wir uns auf Jesus und das Wichtigste fokussieren. Und wir haben uns diese Bilder angeschaut im Neuen Testament, dass die Autoren dort immer wieder die christliche Existenz, die Nachfolge von Jesus mit Sport vergleichen. Sport, Wettkämpfe, Wettläufe, Boxkämpfe und so weiter. Und die christlichen Autoren brauchen das, um die Christen zu ermutigen, in ihrer Nachfolge dran zu bleiben, zu fokussieren, ausdauernd zu sein und so weiter. Das war diese Serie letzten Sonntag und ich habe über die Grundlage gesprochen, die Grundlage der Gnade für deinen Wettlauf. Und falls du diese Predigt verpasst hast, bitte hör die dir oder schau die dir nochmal an, weil ich habe dort über die Grundlage geredet, dass Gottes Gnade dir und mir gilt, egal wie gut wir hier rennen und Jesus nachfolgen. So, das ist so entscheidend. Wie denkt Gott über dich? Und ich habe darüber gesprochen, dass Gott dein Vater ist und dich liebt als sein Kind, egal wie gut oder schlecht du performst, egal wie viel du schon geleistet hast, egal wie viele Fehler du schon gemacht hast. Also das ist die Grundlage dieser ganzen Predigtreihe, aber auch die Grundlage für das heutige Thema in dieser Predigtserie. Weil heute reden wir über Sünde. Heute reden wir darüber, dass wir Sünde und Lasten ablegen sollen, die uns hindern in diesem Wettlauf. Ich möchte mit euch lesen Hebräer 12, 1-2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Der Autor des Hebräerbriefs macht deutlich, dass dieser Wettlauf, dieses Wettrennen, diesen Marathon und diese Jesus-Nachfolge, auf der wir uns befinden, behindert werden kann durch Sünde. Dass dieser Lauf uns gefangen nehmen, umgarnen kann und ins Straucheln bringen kann und unsere Nachfolge wird verlangsamt. Wir werden zurückgehalten. Und schau, was für jeden Wettläufer selbstverständlich ist an der Olympiade. Ein Wettläufer legt keine Rucksäcke an, wenn er beim 100-Meter-Sprint sich vorbereitet hat. Oder er zieht keine Skier an. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist absurd, oder? Nein, ein Wettkämpfer, ein Wettläufer zieht sich so leicht an, wie es nur geht. Warum? Weil er ein Ziel hat. Weil er vorwärts gehen möchte. Weil er gewinnen möchte. So sollen auch wir, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, unsere Lasten ablegen, unsere Sünden loslassen, in Freiheit rennen, in Freiheit nachfolgen. Und schau, das ist mein Wunsch für dich und mein Gebet für dich auch, dass du in diesem Jahr freier unterwegs bist als im letzten Jahr.
dass du Lasten ablegen darfst, dass du Sünde, die dich straucheln lässt, die dich zurückhält, dass du das hinter dir lassen darfst. Und mein Wunsch und mein Gebet für heute Morgen, für diese Predigt auch ist, dass das wie ein Anstoß ist in deinem Leben, Verantwortung zu übernehmen für deine Dinge, für deine Rucksäcke, für deine Skier, für deine Skihosen und so weiter, die dich hindern. Und bevor wir eintauchen noch weiter in das Thema, möchte ich 2 Vorbemerkungen noch machen zu diesem Thema Sünde. Weil oft versteht man das ja auch falsch. Erstens, und ich wiederhole, was ich letzten Sonntag gesagt habe, deine Sünde macht dich für Gott nicht weniger liebenswert, okay? Gott liebt dich und mag dich unabhängig von deiner Leistung, Performance und auch deinen Fehlern. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht will, dass du Dinge hinter dir lässt, die dich unfrei machen. Gott liebt dich unabhängig von deiner Leistung, deinen Taten. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht möchte, dass du als Nachfolger von Jesus auch vorwärts kommst und dich nicht ewig im Kreis drehst. Es gibt Dinge, die tragen wir seit Jahrzehnten rum mit uns und wir drehen uns wie das Volk Israel im Kreis um das gleiche Problem. Und Gott als liebender Vater, der dich bedingungslos liebt, möchte, dass du gewisse Lasten ablegst und vorwärts kommst in deiner Nachfolge von Jesus. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Zweite Vorbemerkung. Ich sage nicht, dass es möglich ist, als Nachfolger von Jesus ohne Sünde zu sein. Nein. Solange wir auf dieser Welt sind, in unserem Körper, solange wir Menschen sind wir abhängig von der Vergebung Gottes. Und wir machen Fehler. Ich mache Fehler. Du machst Fehler. Wir brauchen Vergebung von Gott ständig und voneinander. Das gehört dazu. Aber, das heißt nicht, dass ich heute nicht befreiter leben kann als noch vor einem Jahr. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich 80 bin, immer noch die gleichen Probleme habe wie jetzt. Ich möchte, wenn ich 80 bin oder 90, wer weiß, wie alt ich werde, dass ich dann von mir sagen darf und dass Gott über mich sagen kann, der ist Jesus ähnlicher geworden. Der ist Jesus ähnlicher geworden. Die Früchte des Geistes sind mehr sichtbar geworden. Da ist mehr Freiheit da und das ist mein Wunsch für dich. Und schau, wir haben oft so eine Schwere, wenn wir darüber reden, über das Thema Sünde. So Lasten, ja, dann denken wir, oh nein, warum bin ich an diesem Sonntag jetzt gekommen? Letzten Sonntag war das Thema Gnade. Ich wäre lieber letzten Sonntag gekommen, oder? Und es ist so schwer, oder? Aber ich glaube, wir missverstehen die Gnade Gottes. Paulus sagt es einmal so, Römer 2, Vers 4. Oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Wir denken zu klein von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, wenn wir sie verstehen, führt uns dazu, umzukehren, Buße zu tun, Sünde abzulegen. Schau, Gott ist ein guter Arzt. Ein guter Arzt. Aber der Arzt hilft dir nur, wenn du mit deinem Problem zu ihm kommst. Weil du weißt, er ist gut, weil du weißt, er hilft dir, zeigst du deine Sache deinem Arzt. Der beste Freund von Sünde ist Scham. Wenn du möchtest, dass deine Sünde floriert und wächst und dein Leben dominiert, dann behalte sie im Dunkeln. Behalte es für dich, weil du dich schämst, weil du denkst, du bist der Einzige mit diesem Problem. Dann wird Sünde erfolgreich sein in deinem Leben. Aber wenn du möchtest, dass Freiheit in dein Leben kommt, dann musst du diese Dinge ans Licht bringen. Zu Gott und zu anderen Brüdern und Schwestern im Glauben, die für dich beten. Und dann kommt Heilung, sagt die Bibel. Das heißt, Sünde ablegen, Lasten ablegen ist kein beschwerliches Thema, sondern ein Thema der Freiheit, der Freude. Okay. Ich möchte mit euch jetzt
die erste Stelle in der Bibel anschauen, wo das Wort Sünde zum allerersten Mal vorkommt. Letzten Sonntag haben wir die Stelle angeschaut, in der das Wort Gnade zum allerersten Mal vorkommt. Und in der Bibel manchmal bei theologisch wichtigen Begriffen ist die erste Erwähnung bedeutsam, weil der Autor diesen Begriff einführen und erklären möchte. Und der erste Moment, wo das Wort Sünde in der Bibel vorkommt, ist auch im ersten Buch Mose, als Gott zu Kain spricht, der eifersüchtig ist auf Abel und ihn danach, nachdem Gott zu ihm spricht, ermordet. Also wir lesen gemeinsam 1. Mose 4, 6 bis 7. Der Herr aber sprach zu Kain: Warum bist du so zornig und warum ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken? Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an deiner Tür. Das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Sünde vorkommt. Lauert die Sünde an deiner Tür und nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr werden über sie. Ein faszinierender Text. Gott beschreibt die Sünde als etwas, das an deiner Türschwelle lauert, wie ein böses Tier, das danach begehrt, dich zu verschlingen. Ich habe ChatGPT gefragt, mir ein Bild davon zu machen. Hier wird die Sünde wie eine Macht beschrieben, die an deiner Lebensschwelle, an deinem Lebenshaus, an deiner Türschwelle lauert. Und ich möchte gerne reinkommen, sich einschleichen, sich ausbreiten. Und ich finde das so ein passendes Bild, weil Sünde fängt oft klein an, oder? Ja, so klein und niedlich. Ja, was ist schon falsch daran an einer kleinen Katze, oder? Ein bisschen streicheln, ein bisschen füttern, ein bisschen flirten. Ist ja noch nicht Sünde. Ich habe ja die Grenze noch nicht überschritten, oder? Das ist ja alles okay. Aber das Ding mit Sünde ist eine heimtückische Sache, weil du tolerierst sie, du fütterst sie, du flirtest mit ihr und plötzlich verwandelt sich diese kleine Katze in einen gefährlichen Tiger und macht dir dein Leben zur Hölle. Und vielleicht bist du heute hier und du weißt genau, von was ich rede. Du hast Dinge in deinem Leben toleriert, hast es zugelassen, kleine Dinge. Jesus redet, wenn er über Sünde spricht, nicht so sehr über unsere Handlungen, sondern mehr, was in unserem Herzen vor sich geht. Böse Gedanken, Neid, Lust und so weiter, Stolz aus unserem Herzen. Wenn wir diese Dinge zulassen, wenn wir sie füttern, wenn wir sie tolerieren, verwandeln sich diese Dinge in Taten, die dann zur Sünde werden und dein Leben zerstören können. Und vielleicht kennst du das, du hast gewisse Dinge zugelassen und erntest jetzt die Früchte. Aber jetzt steht hier etwas Spannendes in diesem Text. Gott, sagst du Kain, die Sünde lauert an deiner Tür und begehrt nach dir. Du aber sollst Herr werden über sie. Gottes Aufforderung an dich und mich ist es, Verantwortung für unsere Schuld zu übernehmen. Wir dürfen und sollen Herr sein über dieses Zeug und nicht dieses Zeug über uns. Das bedeutet, wir sind nicht einfach Opfer dieser Sünde. Wir sind nicht einfach, wir sind einfach im Kosmos, wir sind irgendwie in der Sünde, im Sündenstoff, wir können nicht anders. Nein. Gott spricht jedem hier zu. Du sollst Herr werden über sie. Nicht sie soll über dich herrschen, sondern du über sie. Du bist verantwortlich. Und wenn wir lesen, was dort im Urtext auch steht, es heißt, du wirst über sie Herr werden. Nicht nur du sollst, sondern du wirst. Das ist ein Zuspruch. Du und ich können durch die Kraft des Heiligen Geistes und das, was Jesus am Kreuz getan hat für dich und mich, wir dürfen
Verantwortung übernehmen. Wir dürfen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Diese Katze bleibt draußen. Das darfst du tun. Du darfst selbst diesen Tiger wieder rauskicken. Du hast selbst die Autorität zugesprochen von Gott. Nicht sie soll über dich herrschen, sondern du über sie. Und schau, einfach so als Tipp, als pastoralen Tipp. Fang damit an, wenn es noch klein ist. Bevor es sich zu einem Monster entwickelt. Es ist einfacher. Jesus hatte recht. Lasst uns unsere Gedanken schon richtig denken und sie beherrschen. Was in unserem Herzen vorgeht, da beginnt es. Hier sollen wir einschreiten. Ich möchte euch eine Geschichte über mich persönlich erzählen und die ist mir peinlich. Und ich habe die Geschichte noch nicht vielen Menschen erzählt. Und ich habe gedacht, warum nicht einfach alle und dann ist sie raus. Bis heute ist das so, dass mein rechter Eckzahn hier, dieser kleine Zahn, noch ein Milchzahn ist. Und ich denke so, das war mir, denkst du, was ist das peinlich? Das war mir immer peinlich. Ich weiß, es ist sogar peinlich, wenn ich darüber spreche, dass es mir peinlich ist. Aber seit ich Teenager bin, hat mich das gestört. Ich wurde langsam erwachsen, ich habe immer noch einen Milchzahn. Und irgendwie ist das auch genetisch, weil mein Onkel hat dasselbe Problem. Und der ist schon über 60 Jahre alt, der hat immer noch einen Milchzahn, der ist immer noch drin. Und irgendwie gehört das zu mir und ich war beim Zahnarzt, als ich 17 war und der hat dann geröntgt und gesehen, da oben im Gaumen ist noch der richtige Zahn, aber der hängt dort irgendwie oben drin und will dort drin bleiben, so toll, oder? Und er hat gesagt, Herr Saladin, Sie sind jetzt 17, eigentlich müssten wir das jetzt angehen und rausoperieren und keine Ahnung, eine Spange montieren. Und ich dachte, was bedeutet das denn? Sie hätten eine Spange für 1-2 Jahre, aber so eine Spange mit Fäden, oder? Die das Ganze, und ich so, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich bin 17, das mache ich nicht. Ich habe dieses Problem verdrängt. Seit diesem Tag, wenn ich esse, zum Beispiel einen Apfel oder so, beiße ich mit meiner rechten Seite den Apfel ab. Weil ich möchte, dass dieser Milchzahn mein Leben lang noch da drin bleibt. Ich möchte nicht, dass dieses Problem ausufert, oder? Ich bin vorsichtig beim Essen und so. Vor 5 Jahren ungefähr bin ich zur Zahnreinigung gegangen. Und diese Frau, ich habe ihr gesagt, hey, bitte Vorsicht, Sie können alles machen, einfach passen Sie auf, das ist ein Milchzahn, ich will, dass der drin bleibt. Und diese Frau hat gesagt, ja, ist gut, oder? Und hat beim Putzen, das ist so ein Vibrationsputzgerät oder wie auch immer man das nennt, nicht aufgepasst und meinen Milchzahn bedrängt. Und ich lag da so und dachte, ja, du kannst, jetzt ist vorbei, ging nach Hause und an dem Moment wackelte mein Milchzahn. Und ich war so wütend auf diese Frau. Ich war so frustriert. Ich habe es ihr gesagt, sie hat nicht gehört. Und mein Milchzahn wackelte tagelang, wochenlang. Und ich habe gedacht, oh mein Goodness, jetzt ist der Tag X gekommen. Ich habe den aber nicht mehr belastet und jetzt ist er wieder fest. Jetzt ist er wieder fest, oder? Aber was das bei mir ausgelöst hat, ab diesem Moment bin ich nie mehr zum Zahnarzt gegangen. 5 Jahre lang ging ich nicht mehr zum Zahnarzt, obwohl mir diese Frau bei der Dentalhygiene gesagt hat, Herr Saladin, Sie haben 3 Löcher. Die sind noch nicht ganz schlimm. Das kann man auch nächstes Jahr machen oder so. Aber die sollten wir behandeln. 5 Jahre lang ging ich nicht mehr zum Zahnarzt. Und ich merkte, wie sich diese Löcher in meinem Mund entwickelten und größer wurden. Und ich habe es verdrängt. Und ich merkte, wie ich Zahnschmerzen bekommen habe wegen den Löchern.
Aber ich habe es verdrängt. Da kamen solche Angstschübe, oh, ich muss dieses Thema angehen, ich habe es wieder beiseite geschoben, ich habe es verdrängt. Und die Schmerzen wurden immer mehr und ich sah diese Löcher in meinem Mund. Und es war ein Thema in meinem Leben, das habe ich immer wieder beiseite geschoben, bis ich dann ein Gespräch hatte mit Anna Barth. Wir waren oben im Büro und sie erzählte mir, wie sie so schlechte Zähne hat und Zahnarzt findet sie schrecklich. Und ich auch. Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist jahrelang nicht zum Zahnarzt gegangen, weil sie es verdrängt hat. Bis sie das dann endlich gemacht hat. Dann musste sie ihre Weisheitszähne und Tausende von Franken ausgeben. Und sie erzählt mir das so und ich denke so, oh. Und dann erzähle ich ihr meine Geschichte, meine peinliche Geschichte von meinem Milchzahn. Ich bringe es ans Licht, verstehst du? Ich teile mit ihr meine Sache. Und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt rufe ich dem Zahnarzt an, ich übernehme Verantwortung. Dann habe ich dem Zahnarzt angerufen. Ja, es tut uns leid, seit Corona, wir haben so viele Patienten, es hat keinen Platz mehr. Erst wieder in ein paar Monaten vielleicht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es verdrängt. Ich habe gesagt, ja, easy. Halbes Jahr gewartet wieder. Dann kamen die Schmerzen wieder und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist egal, jetzt muss ich das machen. Ich habe mich überwunden. Ich bin zum Zahnarzt, der hat mich untersucht. Ich habe gesagt, schaut, ihr könnt machen, was ihr wollt, einfach das Teil hier bitte und so. Und hat mir gesagt, schauen Sie, Herr Saladin, das kann sein, dass das noch ein paar Monate drin bleibt. Es kann auch sein, dass das noch 50 Jahre drin bleibt. Was wollen Sie machen? 50 Jahre nehme ich, wir lassen den drin. Wir lassen den drin. Okay, cool, Erleichterung. Und dann sagte er mir aber, Herr Saladin, Sie haben 8 Löcher. Wir brauchen 5 Termine. Die habe ich dann gebucht und habe Tausende von Franken liegen lassen. Weiß nicht, wie oft mich da überwunden, mich dem ausgesetzt. Und dann hat er das alles geflickt. Und jetzt bin ich so froh, sind meine Zähne super, bis auf diesen, als falls hier irgendwann mal ich mich mit einer Lücke komme, wisst ihr jetzt, oder mit einer Spange, wisst ihr warum, aber wir hoffen nicht, wir beten und nein, machen wir nicht. Aber ich bin froh, hat er meine Löcher geflickt und in dem Moment frage ich mich so, warum habe ich so lange gewartet? Warum habe ich mich von Angst und Scham beherrschen lassen und das in meinem Leben wuchern lassen und wachsen lassen? Was soll das? Was soll das? Warum habe ich mir das angetan? Und du erahnst wahrscheinlich, warum ich dir diese Geschichte erzähle. Ich stelle dir die Frage, was in deinem Leben musst du konfrontieren? Was hast du zu lange dagelassen? Was hast du toleriert in deinem Leben? Was musst du angehen? Für was musst du Verantwortung übernehmen? Was hat zu lange über dich geherrscht? Aber es sollte andersrum sein. Du sollst über das herrschen. Welches Thema musst du angehen? Was musst du ans Licht bringen? Schau, Scham ist der beste Freund der Sünde. Scham ist der beste Freund der Sünde. Behalt's für dich. Im Geheimen, im Dunkeln, und das wird wachsen und größer werden und schlussendlich sich verwandeln in einen Tiger und dir das Leben zur Hölle machen. Aber schau, die Zusage ist, wenn du es ans Licht bringst, verliert es an Kraft, verliert es an Macht. Bring es ans Licht, auch die kleinen Dinge, teile es mit jemandem in deiner Small Group. Mit deinem Ehepartner, mit deinen Freunden, bring es ans Licht. Bitte um Gebet. Und ich verspreche dir, es verliert an Gewicht, es verliert an Kraft. Und das Beste daran ist, Jesus hat schon bezahlt. Beim Zahnarzt musste ich zahlen. Aber die gute Nachricht ist doch, dass Jesus für uns ans Kreuz, für unsere Schuld, für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist, die Schuld bereits bezahlt hat und darauf wartet, dass wir unsere Schuld, unsere Sünden, unsere Last ihm bringen,
damit er uns seine Gerechtigkeit schenken kann, damit er uns wieder reinmachen kann, damit wir seine Vergebung erleben dürfen, seine Wiederherstellung erleben dürfen. Ich möchte gerne beten für dich zum Schluss, weil wir sind am Anfang dieses Jahres, das Ende Januar zählt noch, komm, wir können noch Anfang des Jahres sagen. Was darfst du zurücklassen? Was darfst du hinter dir lassen? Was muss jetzt ans Licht? Es gibt so viele Angebote und Schritte, die du gehen könntest. Get Free, Dani hat es vorhin gesagt, ist diese Kurs, 10 Wochen. Das ist das Thema. Vielleicht nimm jemanden mit, dem du vertraust, weil Get Free ist nichts anderes, als du deine Dinge bekennst, sie ans Licht bringst und dann gemeinsam füreinander betet und das empfangt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ich möchte beten, aber vorher möchte ich dir noch sagen, schau, manchmal tragen wir Dinge in unserem Leben mit. Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre. Und wir beklagen uns, dass wir das nicht loswerden. Kann es sein, dass du dieses Ding noch nicht wirklich gehasst hast? Kann es sein, dass du dieses Ding noch ein bisschen gerne hast? Schau, manchmal musst du etwas hassen, bevor du davon frei wirst. Schau, ein schlechtes Gewissen hilft dir nicht. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen. Aber manchmal musst du sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es war zu lange hat mich das belastet. Zu lange. Hier geht die Tür zu. Hier, dieser Tiger wird rausgekickt im Namen von Jesus. Manchmal musst du das verabscheuen. Verstehst du? Und nicht, wir beklagen uns immer so über unsere Handysucht und über unsere Bildschirmzeit. Und Und wir werden es nicht los. Ja, weil wir es auch ein bisschen gerne haben. Können wir ehrlich sein? Manchmal werden wir Dinge nicht los, weil wir uns nicht abwenden davon, weil wir uns nicht abwenden wollen. Wir wollen es nicht, weil wir denken, wir brauchen das. Das versorgt mich, das gibt mir was. Wir halten uns an Dingen fest, die uns festhalten schlussendlich und uns unfrei machen. Und weißt du, vielleicht ist es Unvergebenheit in deinem Leben. Unvergebenheit. Und du kannst dir was widerfahren und wahrscheinlich ist das schlimm und es ist wirklich auch dieser Schmerz. Ich möchte den nicht kleinreden. Und du hast Mühe zu vergeben. Du hast Mühe loszulassen und es fällt dir schwer, das zu tun. Aber du willst auch nicht wirklich. Du willst vielleicht gar nicht vergeben. Irgendwie ein bisschen Bitterkeiten, ein bisschen schlecht reden, tut ja auch gut der Seele irgendwie, oder? Zorn. Woher kommt das? Warum bin ich so zornig wieder? Neid, Gier, eine Angst. Vielleicht musst du in die Therapie, vielleicht brauchst du professionelle Hilfe. Weißt du? Vielleicht ist Get Free richtig, aber vielleicht musst du auch mal zu einem Seelsorger. Vielleicht musst du mal zu einem Psychiater. Vielleicht musst du dir Hilfe holen. Vielleicht kostet das Geld. Ja, das kann sein. Dann komm, wenn das Geld das Problem ist, dann komm auf uns zu. Wir helfen gerne. Wir helfen gerne. Aber manchmal musst du auch wollen. Du musst wollen. Ich möchte dich ermutigen, bring es ans Licht, rede mit jemandem darüber, weil Jesus hat schon bezahlt. Lass uns doch aufstehen für das Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Liebe gilt, egal wo wir stehen, dass deine Gnade gilt, egal wie wir uns verhalten, egal was wir leisten oder nicht leisten, egal welche Fehler wir machen und gemacht haben. Du siehst all die Situationen jetzt, all die Probleme, all diese Dinge im Dunkeln. Ich bitte dich, dass
dein Licht scheint. Ich danke dir, hast du versprochen, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dass du treu und gerecht bist und uns vergibst und uns neu machst und uns frei machst. Und ich bitte dich, Vater, für diese Freiheit, dass die kommt im Namen von Jesus. Dass deine Freiheit Scham wegradiert, dass deine Liebe kommt, dass deine Zuversicht kommt, dass deine Kraft kommt. Und dass wir in diesem Jahr, Vater, freier sein dürfen. Dass deine Freiheit beginnt. Dass wir nicht uns 40 Jahre um dieselben Dinge kreisen müssen, sondern vorwärts machen dürfen und dir ähnlicher werden, Jesus. Ich bitte dich für die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du uns erfüllst, dass du uns führst, dass du uns Mut schenkst, dass du uns die richtigen Leute zur Seite stellst, die uns helfen in unseren Problemen. Ich danke dir, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Amen.